Morgen. Jetzt haben wir ja das zweite Wochenende geschafft. Jetzt kommt das dritte Wochenende Australien. Mal schauen, ob ich da irgendwie etwas an meinem Auto verbessern kann. Ob ich irgendein Upgrade abschließen kann. Genau. Da sind wir jetzt schon auf dem Maximum. Da sind wir noch dran. Das will wir nicht unbedingt. Bei der Wetterstation macht es Sinn, wenn wir da noch ein bisschen besser ausgerüstet sind. Können wir da hier, das sind wir auf dem Maximum. Aha, Leistungswertung. Wer ist eigentlich das? Fahrt die für mich? Ist das mein Ersatzfahrer? Kann sein. Haben die angestellt? Ich glaube nicht. Da können wir noch upgraden. Das kostet ja nicht so viel, bringt ein bisschen Geld. Geld habe ich aktuell noch 23 Millionen. Entwurf abgeschlossen. Das wäre ein Frontflügel. He? Also, das ist der Standardfrontflügel, das wird neu. Wir wetten, wir machen mal 4 von dem. Kostet ein bisschen Geld. Ja, mal machen das Ding. Passt schon. Fertigung, ja, macht, tu. Entwurf, Heckflügel, wir auch gerade fertig. Okay. Heckflügel. Dann haben wir oder 2. Heckflügel machen wir auch mal 4. Und los. Sehr gut. Das. Strategie. Zerstopp. Rennziele. Also das ist ja auch nicht mehr erreichbar da. Sind wir da sehr vorsichtig. Wir werden maximal mindestens 5 hoffentlich. Schön wieder Down Under zu sein. Das überspringen wir dann mal. Ging schön Wetter, sagen sie. Wir simulieren bis zum Quali. Dann wir schauen, ob wir das Auto optimieren können. Ich wäre ja das gute Fahrer. Man sollte selber das Auto optimieren, aber die bringen mir nur so 40% her. Und wenn ich es optimieren kann, kann ich es dann nicht speichern, wenn ich ausgewogen wie. Vielleicht ist es ja inzwischen gepatcht worden. Jetzt sind wir so 70er-Wertung hergebracht. Ja, müssen wir da, weil ein Regler da ist, ein guter Regler. Radsturz noch ein bisschen. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen schwierig, da etwas herzubringen. Da bei der Traktion, da sind wir auch weit von gut böse dann. Da hier kommen wir mit der Traktion ein bisschen zurück. Und hier sind wir auch ein bisschen näher dran. So. Also das müsste jetzt eine bessere Konfiguration geben. Und wo kann ich jetzt speichern? Nie. Also, jetzt steht da nicht getestet.
Das steht jetzt mal nicht getestet. Ja, da ist der Stabilisator, müssen wir etwas machen, ganz klar. Der Flügel ist eigentlich gut. Der schiebt da Beet weg. Mit dem kommen wir nicht zurück und dort ein bisschen hoch, das ist sehr gut. Da können wir jetzt nicht wirklich viel machen. Weil der Regler nimmt, ist auf der letzten Bahn. Da nicht, da nicht, da nicht. Ah, da ist. Also wenn wir jetzt da reinwetten, in den Bereich, müssen wir dann mit dem Stabilisator nicht, aber mit dem Bereich, mit dem noch. Ah! Kurvengeschwindigkeit, die müssen wir da ziemlich weggeben. Aber für die Traktion, ja. Los, Frau Tapia, du musst mal so fahren, das speichert es sowieso nicht. Also es ist nicht getestet, wir sind auf einer knapp 70er gewesen. Wir tun bis zum Rennen simulieren. Das tun wir nach wie vor überspringen, das ist ja nicht so interessant. Wir tun hier mal vor, ja, aber wie gesagt, es ist jetzt wieder nicht gespeichert. Ich würde eigentlich gerne die Strategie anpassen. Und zwar möchte ich nicht Strategie D, sondern ich möchte Rot-Gelb. Wenn ich jetzt da eine erstelle, ich möchte gerne hier Reifenmischung, so. Dann möchte ich hier auf Gelb, so. Und da möchte ich dann noch schieben. Nein, möchte ich nicht. So. Strategie E erstellen. Dann kommen wir noch zurück. So, Strategie E erstellen. Gut. Was ist das hergebracht, dass ich es nehmen kann? Also, Strategie E. Tatsächlich. Hier nehmen wir mal, das ist doch super. Und dann nehmen wir Fahroptionen. Vollgas. Vollgas, das hat es scheinbar genommen. Die würde ich gerne managen, schließlich ein Formel 1 Manager. Schön, dass Sie mit dabei sind. Das hier überspringen wir wieder. Seien Sie bereit für den großen Preis von Auf welchen Startplatz bin ich eigentlich? Habe ich gar nicht geschaut. Die Ampel ist aus und los geht's. Ah, auf 2 und 4, gar nicht so schlecht. Ah, der Ferrari hat sich vorgedrückt, der Leclerc. Schießen einfach nicht gegenseitig ab, Frauen. Auf welchen Reifen fahren die anderen? Viele fahren mit Rot. Potter hat schon nur noch 91%. Hallo? Was machst du? Potter überhitzt mir. Gehen wir mal auf Standard zurück. Neutral. Neutral. Und dann hätten wir da mal Ferrari mögen wir nicht nach. Der zweite Ferrari nicht, wir sitzen ja noch gerade. Und dann spulen wir da mal ein bisschen. Wetter ist gut. Mein Reifenverschleiß ist zu hoch. Im Vergleich zu den anderen. Ah, der Sainz war der schnellste. Wir verlieren Plätze. Also, das ist jetzt da Potter gegenüber dem Tapper so viel Reifenverschleiß hat, das verstehe ich nicht ganz.
Da hat sich Norris auch schon vorbeidrängelt. Der Piastri ist auch vorne. Einzig auf Sauber ist Verlass, das ist schon hinterst hinter, die werden mir nicht gefährlich. Das sind die ersten an der Box. Nein, möchte ich mal ignorieren. Weiterfahren. Und mit einem 50%er müssen wir sicher noch in der Box. Tappi hat Verstappen überholt, hat sie das gemacht. Piastri hat noch 30%. Ignorieren. Wir haben noch 50% auf den Reifen. Weiter geht's, die anderen sollen noch mal Reifen verschleppen. Verstappen hat auf Weiss gewechselt. Wir sind auf 20, gelbe Flagge. 20 Runden. Also die wechseln auf Weiss, sie wechseln auf Gelb. Jetzt sind wir da hier 40 Runden, knapp. Wir haben 34%. So, jetzt müssen wir auch hier mal. Was, keine aktive Strategie? Natürlich immer Strategie, hallo? Also. 51 Runden. Das machen wir. Zack, und ich. Dann sind wir auf dem 12. Was ist hier passiert? Kritischer Reifenschaden, okay, dann müssen wir sofort den Boxenstopp machen. Ja, der. Wie lange ist du noch für die Box? Ah, du bist jetzt gerade da. Oh, das geht aber lang, hä? Ja, es hat eine Zeitstrafe bekommen. Jetzt ist die Frage, ob wir beim nächsten Boxenstopp noch vorgespult werden. Vorgespielt werden oder nicht. Benzin habe ich nicht richtig viel. Reifentemperatur ist 100 Grad, relativ hoch. Verschleiß ist einigermaßen akzeptierbar. Das sollte ich mit einer E-Stop-Strategie da durchkommen. Alle vorne müssen jetzt eigentlich wieder eine Box. Der Perez hat jetzt einen neuen Reifen drauf, steht aber schon noch vor mir. Der Galgenwechsel bleiben vor mir. Also jetzt müssen wir eigentlich jedes Mal noch ein bisschen Gas geben. So 8 Runden vor Schluss. Stroll ist dann weit vorne. Das ist eigentlich ungewöhnlich, dass das so weit vor ist. Wer ist noch vor dran, den ich überholen könnte? Safety Car, okay. Tun wir jetzt da automatisch Reifen sparen oder nicht? Auch nicht, ja. Wieder mal sparen. Energierückgewinnung. Jetzt geht natürlich wieder eine Box, klar. Das ganze Feld schiebt sich jetzt zusammen.
Okay, müssen wir aufpassen, sobald der Safety Car nachher fertig ist. Wird das Rennen frisch gestartet. Überrundete Auto hat es Ende der Safety Car Phase. Okay. Dann müssen wir jetzt. Du machst jetzt Druck und wir angreifen und wir einsetzen. Du tast das gleiche an. Benzin haben wir jetzt genug. Und dann haben wir noch da den Restart schauen. Ob das für mich irgendwie etwas bringt oder nicht. Also Verstappen, Leclerc, Norris, Perez, Sainz und dann wieder Potter, Hamilton, Alonso, Tapia. Und los geht's. Was ist denn hier los da? Aerodynamik. Ah. Etwas kaputt am Auto, okay. Ja, kommt, Vollgas. Dann tun wir mal ein bisschen beschleunigen das Ganze. Jetzt müssen wir da Reifentemperatur ist zu warm. Wir müssen da Reifen auf. Das ist für ja gut, jetzt wir die Huren Reifen da. Dahin müssen wir neutral, Batterie wir keine mehr. Gut. Benzin haben wir noch genug, da können wir noch ein bisschen angasen. Reifen ist nur noch 40%. 4 Runden. Das müsste sich eigentlich aufgehen. Also werden meine Fahrer ging schlechter. Irgendetwas ist nicht gut mit meinen Fahrern, werden ging schlechter. Jetzt bin ich sogar schon außerhalb der Punkte. Das ist Leclerc. Charles Leclerc ist der Sieger heute. Manchmal musst du wohl einfach akzeptieren, dass heute nicht dein Rennen ist. Ah, das war nichts. Schade. Ich bringe jetzt etwas her mit meinen neuen Bauteilen. Das hier der. Also, wir sind auf der maximalen Stufe. Okay. Dann müssen wir nicht ab dem Autopartei wechseln. Aber das, genau, das ist da, so da, so da, so. Aber das kommt dann auch beim nächsten Video. Ich hoffe, es auf das nächste Wochenende. Oder Rennwochenende, dass ich schon die neuen Teile ans Auto schrauben kann. Plus, dass wir da ein bisschen Fortschritte machen. Also gut, merci vielmals für zuzuschauen.